Freunde, wieder nüchtern. Peter, wo ist denn ihr? Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Mannes. Das erkläre ich Ihnen schon. Ja Mann, erklär mal. Die Kathi redet da nicht so gern drüber. Also über die ganze Sache. Das Wirtshaus hat nämlich ihrem verstorbenen Mo gehört. Dem August. Das war keine glückliche Ehe. Aber auch darüber weiß ich nicht besonders viel. Manchmal erzählt die Mama geschwind noch ein bisschen was. Aber die ist auch nicht mehr so ganz da. Sie haben es vielleicht schon selbst gemerkt. Auf jeden Fall besteht die Kathi wieder auf ihren Mädchennamen, seit der August tot ist. Gschwendner. Der August hat Brauner geheißen. Die Wirtschaft hat er von seinen Eltern übernommen und mit der Kathi weitergeführt. Und ich glaube, das macht die Kathi auch ganz gern hier. Die Leute mengen's, ihre Schwammerl sind im ganzen Landkreis beliebt und die hat auch ein Durchsetzungsvermögen. Na, das passt schon mit der Kathi und der Wirtschaft. Aber... Und da werde ich Ihnen gewiss nichts Neues erzählen. Als der August nicht mehr war, hatte die Kathi ein Problem. Als alleinstehende Frau arbeiten und dann auch noch in einer Wirtschaft, das ist schon schwierig nur. So einen Laden selber führen, darüber brauchen wir gar nicht nachdenken. Das war selbstverständlich keine Option. Da braucht schon ein Mann dazu. Eine Frau kann das nicht. Ich war gerade erst nach Wolpertshofen gekommen und hab mir die ersten Tage hier im Wirtshaus einquartiert. Irgendwann bin ich abends mal länger gesessen. Die Kathi und ich sind ins Reden gekommen und am Ende hatten wir eine Abmachung. Nach außen hin für ich die Wirtschaft. Den Rest macht Kathi. Ich hui für wohl Co. Auch mit der Mutter. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Die Kathi hat Unterstützung und Co. die Wirtschaft behalten. Und Leute im Ort geben mir Ruhe. Meistens ist ja viel wichtiger, wie die Sachen aussehen und nicht, wie es tatsächlich sind. Auwe, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte, sagen's das der Kathi nicht. Der reißt mir einen Schädel obi. Auwe Zwick, da komm ich nur in Teufelsküch. Ich geh lieber weiter arbeiten, bevor ich mich weiter verplapper. Schön war's, Herr Schmidt. Schwamm mal hier, schwamm mal da. Essen die Karnevalkasse. Und das war jetzt, warte mal. Der nächste Aufstieg ist so mal. Da steigt da wie ein Blätter. So, da mal überall 8. Meine Ausstrahlung. Nein, nee. Der Bibelvers. Der Bürgermeister. Aha. Da sollte er mal berichten gehen. Und die Nummer mit dem Knopf geht, da bin ich noch nicht weiter. Frau Schwendner, wie schaut denn aus? Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Zwecks der Jacken vom Schorschi. Ah, Sie verdächtigen jetzt an Schorsch. Was haben Sie denn rausgefunden? Ah, die Alte am Fenster. Die alte natürlich. Ja, mei, ein bisschen speziell ist die schon. Und die hat mit einer geredet. Nicht schlecht, Herr Stauderer, nicht schlecht. Respekt. Die redet nicht mit an jeden. Ja, einen gescheiten Suri hat der Schorsch auf alle Fälle gehabt. Aber seine Jacken halt auch. Da erinnert ich mich schon noch gut dran, weil ich mir noch gedacht hab, wie deppert der schon wieder ausschaut. Ja, die hat er auch wieder mitgenommen. Es ist ja eine Frühschaftnacht, wissen Sie. Es war ja kaum mehr jemand in der Wirtschaft. Ich glaub, seine Jacken war die letzte. Die ist mit dem Schorsch heimgegangen, ja. Wo die zwei hin sind, weiß ich aber nicht. Das hat er nicht gesagt. Reden war in dem Zustand jetzt wirklich nicht mehr ganz seine Stärke. Ist ja so oder so schon eher weniger. Ich war ehrlich gesagt froh, wer er gegangen ist. Ich wollte einfach bloß ins Bett. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Pass auf, seine Jacke hat er mitgenommen. Schorschi. Außer mit der Sprache. Ja, sauber. Und? Wo war ich noch gleich? Ja und, Schorschi? Nicht mehr? Das war alles. Toll. Ja, pass auf, ich marschiere mal zum Bürgermeister. Wo wohnt der Kasperl?
Der feine Herr Bürgermeister. Oh Gott, das will ich wissen. Das letzte Mal bin ich drüber gestolpert. Was ist da hinten? Ja, schau das an. Ein sonniger Morgen, gell? Ich will beim Sofa. Da ist er. Warte mal, der Kisten. Die räumen da aus. Und? Ein Sieg auf ganzer Linie. Brezen, jawohl. Und eine Flaschen. Ein Käse oder auch. Essen wir. Da sind Tomaten. Steckerl. Ich weiß gar nicht, was tue ich mit den Steckerl? Stein. Da sind Bienen. Bürgermeister Kimmlei. Ein Steinesammler. Da Brezen. Und da haben wir wieder ein Friedhof mit Beile. Komm, jetzt bin ich bereit. Wer ist da? Niemand. Die Werkbank, wo mal? Eine kleine Brotzeit. Brezen, Ei und Bier. Wo mal? Oder zweimal. Ab und zu brauchst du eine kleine Brotzeit. Schwammerspieß, kann vergessen. Ja, dieser. Bürsten, natürlich. Schmieröl. Brezen. Also bei Skyrim, da ist was schmieden. Als Profi-Schmied. Der Hans Kirgel, ja, warte mal. Wo ist das, ein Kegelbahn? Das ist ein Kegelbahn? Das ist der Ernst? Alles Junior. So ist er. Ich kenne ihn noch gar nicht. Eine Seife. Alles, geh mir da. Ach so, das ist der Bub von der Bruck. Das war Gaudi. Die Wachen haben so blöd geschaut. Ich glaub, dass der eine, der Bertel, glaub ich, dass der sie sogar einbieselt hat. Bei der, wir werden uns bedanken. Vielen Dank, Herr Valentin. Herr Valentin. Okay. Wissen Sie, was ich mich frag, Herr Valentin? Ein Angler nimmt sie einen Wurm und bringt ihn um dann einen Fisch zum Fangen, den er auch umbringt. Warum bringt der Angler nicht einfach nur den Fisch um und verschont den Wurm? Warum muss der arme Wurm sterben, bloß weil ein fieser Mensch einen schlecht planten Krieg gegen einen Fisch führt? Geht's denn immer nur um uns Menschen? Pass auf. Ja, nein. Es geht ums Überleben. Was aber nur wichtiger ist, sind Sie ein Angler, ein Fisch oder ein Wurm? Pass auf, wo bin ich denn? Ich bin der Wurm. Interessant, wie Sie einer senkt. Schon, oder?
Ich muss das immer wieder aufs Neue für mich herausfinden. Und darum müssen sie mir jetzt eine besondere Angel Oh bauen. Gott. Ich möchte auch gerne mal Angler sein. Und danach versuche ich es als Fisch. Das Besondere ist, dass die Angel kein Wurmbracher wird. Es ist ganz einfach. Stecker, Schnur und Dosen. Das finden sie alles im Dorf bei der Schreinerei. Irgendwo bei den Fasseln. Dann brauchen sie nur noch eine Werkbank finden und das zusammenbauen. Ich hab aufgemalt, wie ich mir das vorstelle. Da freu ich mich. Dankeschön. Ja, ich freue mich. Ich freue mich nicht. Dafür aufstehen. So, der wird eine Angel basteln. Habe ich den Krempel dabei? Mit ein bisschen Glück, ha? Warte mal. Erst einmal aufsteigen. Geschick. Die besondere Angel. Ein Stecker, ja gut. Den habe ich gut dabei. Mir fehlt gerade eine Dosen. Eine Schreinerei. Wo seht ihr da eine Schreinerei? Die du hast? Ja gut. Nicht von der Welt. Da bin ich immer gekommen, gell? Das Kistel da. Gibt nur drin. Bestimmt irgendwas, was ich brauchen kann. Einen Hammer. Gut. Einen Hammer brauche ich auch. Damit nugel ich einen Täter fest. Eine Dose. Da hat zwar lauter Klumpke, aber keine Dosen. Der Hans Gürgel. Was ist mein Bruder? Wir kennen uns noch nicht. Ah, der Herr aus der Stadt. Ja, Mann. Schmied mein Namen. Hans Gürgel heiß ich. Wer ich bin? Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich immer irgendwo Knecht gewesen. Bis vor kurzem war ich auch auf dem Schormeierhof. Aber jetzt genieße ich erst einmal meinen Feierabend. Obwohl, genießen kann man das eigentlich nicht unbedingt nennen. Rumärgern trifft's da schon eher. Ja, eigentlich wollte ich kegeln. Aber es geht ja nichts zusammen. Bahn habe ich nicht, da rollt keine Kugel. Naja, Kugeln habe ich auch nicht, also halb so wild. Aber Kegel habe ich halt auch keine. Ich habe schon alles im Dorf und in der Umgebung abgesucht, aber leider habe ich nichts gefunden. Aber dabei muss ich unbedingt üben. Weißt, beim nächsten Schützenfest, da gibt's sicher wieder eine Kegelbahn. Da kann man gutes Geld gewinnen und das kann ich jetzt gerade wirklich brauchen. Man, wer nicht? Und der möchte, dass ich die Kegelbahn zusammenbaue, oder wie? Informationen zur Zenzi. Was weißt denn du? Die Zenzi, die war ein guter Mensch. Wir haben uns beim Schormeier auf dem Hof kennengelernt, bei der Arbeit. Sie war dort der Magd und ich war einer von den Knecht. Wir haben uns ganz gut verstanden und irgendwann angefreundet. Aber sonst war da nichts zwischen uns. Die Zenzi hat sich für einen anderen interessiert. In erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen, glaube ich. Da kann ich ihr natürlich nichts bieten. Ich hab das schon verstanden. Sie hat mir ja auch von ihrer Schwester Resi erzählt. Ein bisschen von dem, was die beiden Mädels passiert ist, bevor sie dahergekommen sind. Die Zenzi hat sich schon immer um ihre Schwester gekümmert. Das ist schon schlimm.
Weißt Schmied, manche Leute kriegen's einfach von alle Seiten ab. Denen bleibt nix erspart. Immer wenn man denkt, jetzt muss es aber bergauf gehen. Der Konflikt. Meinst du den Streit im Wirtshaus letztens? Geschmied, das brauchst du doch alles nicht so ernst zum Nehmen. Manche hier spielen sie einfach recht gern auf. Dass der Lenz jetzt tot ist, ist aber natürlich schon tragisch. Was da passiert ist, das darf ich schon gern wissen. Furchtbar. Ja, das geht schon lange so mit den Streitereien. Immer hin und her. Ich finde das, was der Leubel sagt, gar nicht so falsch. Sage ich da ganz ehrlich. Aber das Außenrum ist mir manchmal einfach zu viel. Und wenn sie dann die Alten einmischen und der Leubel anfängt, diesen Lasalle zu zitieren, na, das ist wirklich nicht meine Welt. Da gehe ich dann meistens. Die kommen schon ohne mich zurecht. Und genauso ist es auch an dem Abend gewesen. Ich war müde von der Arbeit und vom Bier. Das war mir alles zu anstrengend. Ein Lenz, ein Schormeierburm. Ja, schon. Freilich, ich meine, ich habe auf dem Hof eine Anstellung gehabt. Und das weißt jetzt du natürlich nicht. Ja, wie ich hier nach Waldbadzofen gekommen bin, da haben die Schormeiers Arbeit gehabt. Ja, die haben fast immer Arbeit, das ist ein großer Hof. Das sind geldige Leute, das sage ich dir. Naja, das löst schon manchmal Neid aus, wenn die einen so wenig zum Essen haben, dass kaum einmal pro Woche satt werden und die anderen das Essen einfach auf den Misthaufen schmeißen. Naja, du kannst das ja bestimmt vorstellen. Ich weiß jetzt nicht besonders viel über die Schormeiers. Die beiden Herren trinken gerne, das ist bekannt. Naja, mich darf es auch nicht wundern, wenn der Lenz im Suff einen Schädel aufgeschlagen hätte. Na, also doch. Aber halt nicht für mich. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Der Müller kennt das gewiss. Also, der ist nicht Müller, der ist eigentlich Zimmermann. Der heißt gerade so. Der hält sicher alles da. Und der kann's auch schnitzen. Der hat da ein Händchen dafür. Ich hab's auch schon selber versucht, aber die meinen, die fallen immer von selber um. Blöd nur, dass der beim letzten Schützenfest ein bisschen, ja, ich will sagen, Pech beim Kegeln gehabt hat. Der hat richtig viel Geld verloren. Ja, und ich hab's gewonnen. Dass der so schlecht im Kegeln sein muss. Was soll man denn da machen? Und jetzt schnitzt mir der gewiss keine Kegel mehr. Das hat die Gegend zum Müller und überreden. Das darfst du da. Echt jetzt? Ohne Witz. Das war schon toll. Stell dir das mal vor, wenn ich jetzt da ordentlich üben kann und dann beim Fest jeden Wurf abram. Das war schon wirklich eine Sache. Also Schmidt, da war ich ja noch schon arg dankbar, wenn sie das einmal versucht hatten. Wie ich vorher beim Leubel an der Schule war, habe ich einen Müller auch da gesehen. Eigentlich ist das schon ein feiner Kerl. Anständig. Aber halt auch arg nachtragend. Naja, sie finden den bestimmt noch irgendwo bei der Schule. Und, also, wenn's bald fragen kannten, das war natürlich super, weil ich muss ja jetzt ganz schnell anfangen zum Üben. Sonst wird das nichts mehr mit dem Turnier. Hans Kirgel, du hast mich überredet. Jetzt hatte ich schon mal beim Müller vorbei.